Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Wie ihr seht, wollen wir heute wieder mal etwas zeichnen. Frisch auf in ein neues Projekt reingumpen. Und zwar möchte ich ein Journal machen, das so ein bisschen mit Personen irgendwie etwas zu tun hat. Sonst tue ich ja meistens so Gesichter und so nicht unbedingt ins Journal rein, vor allem nicht selber malen, weil eigentlich ja, wenn ich Gesichter male, dann meistens irgendwie so in dieser Art. Und das geht irgendwie halt nicht so gäbig im Junk Journal rein. Von dem her, ja, aber jetzt möchte ich gerne mit euch so ein Paper Dolls machen. Und zwar habe ich da schon mal ein paar vorbereitet, so ein bisschen in diesem Stil. Das sieht mega krass aus, finde ich. Aber sie sind wirklich super einfach zu machen. Ich habe sie jetzt mit Alkoholink, also Alkoholmarker ausgemalt. Das kann man natürlich auch mit Farbstift oder mit anderen Filzstift oder mit Aquarellfarbe oder wie auch immer. Genau, ich habe jetzt die genommen, weil ich liebe die und ab und zu muss ich mal wieder ein Projekt mit denen machen. So, jetzt kann ich euch zeigen, wie ich die gemacht habe. Hier, wartet mal da oben. Und zwar geht es super einfach, weil ich die einfach mal ein bisschen durchpause. Ich nehme mir da irgendwie so eine Zeitschrift, irgendein Modemagazin, wo es so ein bisschen Männchen und Frauen drin hat, wo einfach so rumstehen, wo ein bisschen gut, wie sagt man, ein bisschen kontrastreich abgebildet sind. Also was ich zum Beispiel sagen kann, ist, dass so etwas da, so braun in braun, das funktioniert nicht so gut. Aber sowas, wo sich die sehr gut vom Hintergrund abhebt, sehr viel hell-dunkel ist, das funktioniert gut. Und wir tun die nämlich einfach nur durchpausen. Und jetzt, ich hätte eigentlich gerne die gehabt. Muss ich aber gerade mal schauen, ob die gut geht. Wo ist mein Papier? Da. Ich nehme mir hier so ein ganz dünnes Markerpapier. Ich weiss nicht mehr, was das für eine Marke ist. Aber das kann man kaufen, das heisst einfach irgendwie Markerpapier oder so, wo man gut kann mit eben halt mit Filzstift oder so draufzeichnen, dass das dann nicht so ausblüht, nicht so extrem aufgesogen wird vom Papier. Da gibt es ganz verschiedene Arten und ich nehme das jetzt extra, das so ganz dünn ist, weil das kann man nachher dann hier ein bisschen durchsehen. Ich weiss jetzt nicht, ob ihr wahnsinnig viel seht, wie das durchdrückt. Also da wäre jetzt ihr Kopf und da wäre sein Kopf. Also man sieht es ganz schwach dadurch. Man kann es selbstverständlich auch mit transparentem Papier machen, also ganz transparentem Papier oder irgendwie Seidenpapier oder was weiß ich. Ich mache es jetzt mit dem. Ich sehe es relativ gut. Ob ihr es so gut seht, weiss ich jetzt nicht. Aha, nein, warte jetzt mal. Das ist mir aufgefallen, das kommt nicht so gut. Wenn die Leute so gegen schauen, dann ist das Kinn unten wie nicht so spitz, sondern geht so komisch gegen oben. Und das gibt nachher so eine komische Form. Und ich finde, ich kann das nicht so gut nachmalen, wenn ich das nachher wirklich nur so mit einem Strich machen muss. Das kann ich jetzt die leider nicht machen. Dann nehmen wir da irgendjemand anders. Die habe ich nämlich probiert und da hat das so dumm ausgesehen, weil das Kinn einfach so komische Form hatte, von unten rauf. Aber den nehmen. Ja, den sieht man noch relativ gut da dadurch. Dann sind zwar oben die Haare abgeschnitten, aber das macht ja nichts, weil ich habe ja viel Fantasie. Dann darf ich einfach das Blatt nicht ganz so herheben, sondern hebe es ein bisschen auf. Dann kann ich oben seine Frisur noch ein bisschen besser nachzeichnen.
Und ich probiere euch jetzt so ein bisschen näher herzuholen. Muss ich glaube noch ein bisschen runter. Und ich weiß echt nicht, ob ihr seht, was ich jetzt mache. Aber da ist auf jeden Fall sein Gesicht. Und ich probiere jetzt einfach mit dem Bleistift ein bisschen nachzuzeichnen. Und es ist mir also schnurzegal, ob das, was ich hier zeichne, stimmt oder nicht. Weil es kommt ja eh niemand nachher kontrollieren. Und wenn ich wirklich überhaupt nicht mehr weiss, wo es durchgeht, dann kann ich so schnell lüpfen und hier schauen. Da irgendwie so, oder? Ja, ist nicht so weit, aber ist ja egal. So, und da tun wir ein bisschen Haar dazu erfinden. Und da hat er jetzt noch eine grössere Frisur, aber das sieht ein bisschen komisch aus. So, da wäre noch so eine Strähne. Und jetzt werden da so seine Augenbrauen. So ungefähr so. Und da gehen sie etwa hierher. Da sind seine Augen. Die Augen, finde ich, sind immer recht schwierig zu machen. So ein bisschen Handgelenk mal Pi. Wie man sieht, sind das bei mir nämlich... Oh, sieht man etwas? Wenn man etwas sieht, sieht man, dass das bei mir einfach so ein bisschen komische... Hallo? Komische Dinger sind. Einfach so ein bisschen hergekritzelt. So, die Augen. Das stimmt jetzt auch nicht ganz überein mit dem Männchen, was wir hier haben, aber das ist mir noch so wurscht. Wo ist seine Nase? Da und sein Maul. So, irgendwie so, hä? Und dann, ja, sein Kinn wäre eigentlich ein bisschen weiter unten gewesen. So. Oh mein Gott, ja gut. Ah, ja, okay. Also, und wo geht es da durch? Sein Hals und seine Schultern. So und so. Und was hat er da? So, irgend so ein Jackett. Und darunter ein T-Shirt. Das ist, glaube ich, der erste, der ein T-Shirt da hat in dem Heftchen. So, und jetzt hat es hier noch wie so einen Schatten von seinem Kopf. Und dann kann man hier noch so ein bisschen irgendwas ein bisschen andeuten. So, das ist eigentlich alles, was ich mache. So, da könnte man noch... So, gut. Ich glaube, das ist alles. Da die Nase oben gefällt mir nicht so. Die Striche sind ein bisschen komisch. So, irgendwie so. Ja, das ist schon gut. Das reicht. So, und jetzt nehmen wir noch ein Frauenli. Jetzt nehmen wir die hier noch. Die ist ja so schön dunkel und hell. Das sieht man da recht gut durch. So, also ich sehe das auch noch. Hey, jetzt hier beim Malen habe ich überhaupt nicht auf die Kamera geschaut, ob ihr etwas seht, aber ich hoffe es jetzt einfach einmal. So, ich mache einfach mal hier ihre Frisur ein bisschen so ungefähr, wie ich das hier so ein bisschen sehe. So. So. Da ist irgendwie das Ohr. Da ist nachher der Hals. Oder was? Nein, das ist irgendwie das Kinn. Und da kommt erst der Hals. So. So. Da ist die Backe. Da kommt dann das Auge irgendwie her. Nase. Maul.
Augenbrauen, Augen. So, dann machen wir der hier noch schöne Ohrenringli her. Da ist der Ausschnitt, da ist irgendwie wahrscheinlich ein Kragen. Und ist ein Kleid. Wo fängt es an? Hier. So. Und? Gar nicht mal so schlecht. Ein Halskettchen hat sie noch an. Ja. So, und jetzt sind wir auch ein bisschen näher, weil ich wollte die nachher dann ausschneiden. Ja, aber das kommt schon gut. So. Ja, ich glaube, ich lasse das schon mal so. Ich glaube, ich lasse das. Wenn wir noch eins. Komm, wir nehmen noch eins. Wer könnten wir denn da noch nehmen? Ich glaube, ich möchte die noch einmal. Weil die ist mir ein bisschen komisch geraten da im Gesicht. Und jetzt probiere ich doch die noch mal. Die hat eben eigentlich das Maul offen. Auf dem Foto. Wo ist es echt? Aber das hat dann so komisch ausgesehen, als ich das so gezeichnet habe. Und dann habe ich einfach das Maul zugemacht. Aber ja, dann hat es also so dicke Lippen gegeben. Ich dachte ja noch, ist ja egal. Aber jetzt probiere ich sie doch einfach nochmal. Ah, da. Da, also, das wäre die da, hä? Okay. Noch ein bisschen zurück. So. Ja. Probieren wir doch jetzt die einfach noch einmal. Ich wollte gar nicht hier den Mannsgöckel und hier ihre Hand noch drauf haben. Ich mache das einfach so jetzt. So. Die sieht man relativ gut dadurch. Also ich sehe sie relativ gut. Ui. So, jetzt machen wir da die Lippen einfach ein bisschen kleiner. Es sieht völlig doof aus. Wieso? Wieso sieht sie so doof aus? Was ist genau das Problem? Da irgendwie das Kinn ist völlig... Stimmt nicht, das kommt ja viel zu weit vorne. Aber es ist ja schon ein bisschen so. Haar. Also komm, noch einmal. So, ja gut, okay, also. Dann lassen wir es doch jetzt einfach mal so. Das geht mal ein bisschen weg und jetzt wollen wir doch mal schauen. Ich nehme mir jetzt hier so einen Fineliner 0,8. Ich habe es lieber, wenn es ein bisschen dickere Linien gibt, so wie bei dem zum Beispiel, weil ich ja nachher auch so ausschneide und dann schneide ich manchmal so ein Stückchen von dieser Linie ab, von dieser schwarzen, und dann wird es natürlich immer dünner. Darum habe ich lieber einen kleinen dickeren Schreiber. Und jetzt fahre ich dem einfach nach
Wichtig ist jetzt in meinem Fall, so wie ich es gerne haben will, dass ich da nicht möhlen und so mehrere Linien mache, sondern dass ich wirklich mir sage, hey, jetzt wenn ich da so mehrere Linien habe vom Bleistift, ich suche mir einfach eine aus und einfach wirklich in einem Zug fahre ich dieser nach. So, wenn es ein bisschen verzittert ist, macht es mir nichts. Aber ich probiere wirklich einfach die Linie so in einem Zug durchzufahren. Ich probiere natürlich auch, möglichst in die Richtung zu zeichnen, wo es mir besser geht. Also wenn ich kann jetzt besser gegen Linien zeichnen. Das geht mir besser von der Hand wieder gegen rauf. Oder so, in welche Richtung. Dann setze ich lieber dann noch einmal neu an. So, also. Bei den Augen finde ich das immer ein bisschen schwierig, dann herauszufinden, welches ist jetzt der richtige Strich. So, voilà. Das Ohr könnten wir noch irgendwie so machen. So, ja, gar nicht so schlecht. Er ist ein bisschen schmal, hä? Ja, noch. Und jetzt da die da. Zack. So, und jetzt die da noch. Gut, jetzt ist es bei dem Dings so, ich muss es wirklich gut durchtrocknen lassen oder mega gut aufpassen mit Gümmeln. Also ich wollte jetzt nicht gerade auf dieser Frau hier gümmeln, weil die ist ja zum Teil wirklich, sieht man, dass es noch ein bisschen nass ist. Ich fange jetzt also wirklich bei ihm an und tue auch wirklich recht vorsichtig. Aber das Ganze Bleistiftzeugs wollen wir nicht. Ja, du siehst, jetzt ist mir schon das Auge verschmiert. Das ist halt wirklich ein bisschen schwierig. Ein bisschen länger hätte man es jetzt noch trocknen. Ja, aber wenn der Bleistift zurückbleibt, dann kann es eben sein, dass es nachher mit dem Filzstift nachher verschmiert. Das sieht nachher auch nicht schön aus. So, und dann hoffen wir, dass sie da genug trocken ist. Ich kann jetzt auch nicht allzu fest gümmeln, weil es mir sonst tatsächlich auch ein bisschen von dieser Tinte wie weggümmelt. Das macht es dann viel heller. Das sieht nachher auch nicht mehr so schön aus. Ja, jetzt ist mir hier auch verschmiert. Das kommt davon, wenn man nicht warten kann. Und jetzt fange ich hier mal an mit einem Hautton. Ich muss gerade schauen, ich habe so viele verschiedene. Und die meisten sind leer. Ich muss schnell schauen, welcher das wirklich noch geht. Ich nehme hier den ganz hell. So. Und grundiere mir da einfach mal das ganze Gesicht. Da gibt es sicher auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Und es wird sicher Profis geben, die jetzt hier sagen, ich mache da mega falsch und alles. Aber ich mache das jetzt so. Ich tue mir da alles einmal so grundieren mit dem sehr hellen Ton. Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich verschmiert es nicht das Schwarze, aber es kann auch ein bisschen schmieren.
Ich habe auch schon das sind ja Copic-Marker. Ich habe auch schon Fineliner von Copic benutzt und also die verschmieren manchmal auch. Da bin ich also auch sehr erstaunt darüber. Kauft man sich wirklich für teures Geld und dann ja, verschmieren sie trotzdem. Aber ja. So. Voilà. Und dann ihren Arm noch. Es sieht jetzt natürlich so ein bisschen gräulich aus, weil es in das Papier da einzieht und jetzt einfach das Papier wie nass ist. Und das macht, dass es so ein bisschen gräulich wird. Aber es trocknet natürlich dann wieder und dann sieht man die Farbe. Es ist wirklich schon jetzt sehr hell. Aber wir kommen ja jetzt noch mit dem. Einfach ein bisschen ein dunkler Ton. Ist jetzt in dem Fall spielt mir das wirklich auch keine Rolle. Und theoretisch könnte man jetzt wirklich auch im Heftchen wieder nachschauen, wenn man sich wirklich überhaupt nicht gewohnt ist. Und wenn ich mir jetzt da das Frauchen nehme und schaue, wo sind jetzt die Schatten? Wo ist das Gesicht hell und wo ist es dunkel? Also da ist es sicher dunkel. So. Dann die Nasenspitze und da bei der Nase. Und dann hier beim Maul. Also oben an der Lippe. Dann hier auf dem Kinn. An dieser Kante vom Gesicht. Da durch. So, da ein bisschen unter dem Auge. Zwar nicht so fest, wie ich es jetzt gemacht habe. Über dem Auge wieder. So. Und dann kann man die Stirn noch ein bisschen da. Schatten vom Haar könnte man jetzt noch machen. So, dann noch am Hals haben wir auch noch ein bisschen Schatten. So. Ja, da könnte man theoretisch auch noch ein bisschen geben. So. Voilà. Aha, und jetzt hier auch noch. Hier die Schultern. So. Hier unten am Arm. Und natürlich hier ganz in den Achseln unten. So, jetzt. Oh. Wenn wir jetzt hier die Schatten ein bisschen zu hart sind, kann ich jetzt eben mit dem Alkohol-Ink, ist das recht cool, kann ich einfach hier noch einmal drüber und kann das wie so ineinander rein verblenden. Dass das nicht so harte Kanten gibt. So. Finden jetzt die zwei nicht so ideal miteinander. Das ist jetzt eigentlich nur so rausgekommen, weil die anderen alle leer sind. Also ich nehme glaube lieber das hier noch als Schatten jetzt bei dem. Probiere es nochmal. So, also eben. Aber ich kann auch sagen, hey, mir ist eigentlich Schnurze egal, wo das die Schatten in echt sind. Ich stelle mir einfach selber vor, wo kommt das Licht her, auf welcher Seite vom Gesicht ist jetzt der Schatten oder was. Ich mache einfach irgendetwas und nachher sieht es vielleicht gut aus, wenn ich Schwein habe. Ja, das gefällt mir jetzt ein bisschen besser als das vom Farbton her. Aber ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Ansichtssache. So. Da kann ich auch noch ein bisschen drüber gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen zu wenig Farbe im Gesicht. Einfach wie noch eine Schicht
drauflegen. So, gut. Voilà. Jetzt machen wir noch die Haare. Da habe ich jetzt einfach so verschiedene Brauntöne. Und das sind noch ein bisschen andere. Das sind jetzt Touch, das sind ein bisschen die günstigeren weder die Copic. So, jetzt machen wir den doch mal blond. Selbstverständlich kann ich auch wieder im Heft schauen, was sie wirklich für eine Haarfarbe haben, aber das ist mir eigentlich wirklich wurscht. Und auch dort könnte ich nachschauen, wo ist Schatten und Licht. Ich nehme mir einfach zwei, die so ein bisschen wieder ähnliche Farbe sind, einfach hellere, dunklere Stufen. Und ja, mache dem einfach auch da irgendwie einen Schattenstrich her. Es ist mir eigentlich wirklich wurscht. Es braucht wirklich nicht viel. Ich habe das Gefühl, bei den Haaren ist es ein bisschen so, je mehr dass ich daran mache und je mehr so... Oh, jetzt habe ich hier einen Kopf hineingemalt. Ja, je mehr dass ich mache, desto blöder sieht es nachher aus. Jetzt in diesem Fall bei diesen Figürchen. Einfach weil die sowieso schon so reduziert sind vom Gesicht her, dass ich jetzt nicht auch noch irgendwie gross wirklich jedes Haar da muss malen und für jedes Strähnchen, jedes Schättchen machen. So, das ist jetzt nicht so ein grosser Unterschied. So, das reicht mir schon. Gut, und jetzt bei dieser, wenn wir die noch dunkelbraun machen. Und eigentlich kann man auch schon so Strähnen zeichnen, zum Beispiel jetzt bei den Haaren, indem man einfach mehrmals drüber geht, ein bisschen mehr Farbe gibt und dann eigentlich da schon wie Schatten reinbringt oder eben einzelne Strähnen kann ein bisschen nachziehen. Aber jetzt gibt es nochmal eine andere Variante, wie ich Schatten reinbringen kann. Und zwar nehme ich einfach Grau. Es gibt kaltes Grau und warmes Grau. Und die verschiedenen Grautöne, Graustufen sind dann so aufgeschrieben mit C3 ist heller, C5 ist dunkler. C7 ist wirklich schon sehr, sehr dunkel, geht schon fast ein bisschen gegen das Schwarz rein.
jetzt bei diesen dunklen Haaren gehe ich jetzt da einfach mit dem da noch drüber. Ui, dann haben wir auch wieder ins Gesicht hineingemalt. Ja, noch. Also es geht ins Schwarz rein. Es kann ins Schwarz reingehen, wenn man es schichtet. Eben. So. Und dann kann ich hier so ein bisschen Schatten reingeben. So. Ui. Gut, lieber nicht zu viel. Jetzt Kleider. Was legen wir denen an? Ich nehme jetzt für den hier wieder hell und dunkel, was auch immer das für eine Farbe ist. Irgendwie so Türkis. So. Und mit dem dunkleren gibt es einfach hier noch ein paar Schattenstreifen. Oder einfach so ein bisschen, ja, was auch immer. Das muss auch wirklich überhaupt nicht am richtigen Ort sein. Das darf einfach irgendwo sein. Aber es gibt dann gerade sofort ein bisschen mehr Tiefe. So, dem auch. Und noch das dunklere Blau dazu. Oh. So. Gut. Und jetzt da das Fräulein. Der machen wir doch hier so eine ganz helle Bluse. So, die Lippen können wir auch gerade mit dem machen. So, dann kommt noch braune Augen über, merke ich gerade. Dann sieht es nämlich wieder ein bisschen anders aus. Die kann man sich fragen, was jetzt besser aussieht. So, also, hallo, ihre Bluse muss da noch irgendwie etwas haben. So. Und dann ihren Schmuck. Voilà. Und jetzt hier noch die Lady. Oh. Der machen wir doch einen roten Lippenstift. So, und ein rotes Kleid kommt passend. So, also ich schneide ihn da sowieso irgendwie ab. Mache ich das da nicht so genau.
Und dann haben wir doch auch noch einen dunkleren. So. Voilà. Die braucht auch noch Augen. Oh, so hell. Sieht es komisch aus, so helle Augen. Ja, schon irgendwie, hä? Das ist ein bisschen besser. So, und aber lustig ist doch schon, dass die zwei Damen, oder besser gesagt, die 3 Damen hier, alle so total anders aussehen. Und so kann man wirklich von einer Frau oder von einer Vorlage x verschiedene von denen nachher machen. So, also, jetzt nur noch ausschneiden. So, voilà, hier wären sie, meine Männchen. Ich finde, wenn sie ausgeschnitten sind, sehen sie gerade noch einmal anders aus. Und jetzt wollen wir doch mal hier ein bisschen schauen. Ich glaube, mit denen können wir dann schon ziemlich ein cooles Journal machen. So, ey, schaut mal, wie witzig das alles aussieht. Eigentlich sollte man eine Collage machen, wo einfach alle die Köpfe genau so drauf sind. Das würde ja mega witzig aussehen. Das wäre auch eine super Idee. Aber was ich jetzt euch noch gerade ein bisschen zeigen kann, ist nämlich zum Beispiel der hier. Da hat es mir hier wirklich das Bleistift so ein bisschen verschmiert. So sieht es, oder so kann es aussehen, wenn das Bleistift nicht richtig weggegümmelt ist und dann das nachher so verschmiert. Nicht so wahnsinnig hübsch. Bei dem hier hat mir das Auge ein bisschen verschmiert und da habe ich jetzt einfach probiert, den Schatten ein bisschen dunkler zu machen noch unter dem Auge, dass es nicht so wahnsinnig auffällt. Genau, das ist das, was ich noch schnell zeigen wollte, wie das so ein bisschen rausgekommen ist. Und dann freue ich mich schon extrem drauf, ja, wie denn das am Schluss rauskommt mit dem Journal. Und dann würde ich sagen, wenn es euch auch wundernimmt, dann schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.